Excuse me. I have a general announcement to make. Sorry, it's quite inconvenient. We're running out of oil. It's going to be hard to live if we don't find some alternatives to oil. Hoi zusammen, guten Morgen, willkommen zurück in Triesta. Hey, ja, willst du schauen, wo ich hingehe? Ja, ich warte jetzt, ich bin jetzt am Vorbereiten, die Runde ist gemacht. Ich bin jetzt eigentlich am Warten, weil ich habe ja gesagt, letzte Woche ein neuer Gückel hat sich angemeldet und er nimmt seine Frau gerade selber mit. Herrlich, herrlich. Und ich habe ja noch nicht verraten, wer es bringt, weil ich weiß auch nicht, ob sie will im YouTube erwähnt sein oder sie überhaupt auftauchen. Aber auf jeden Fall freue ich mich auch auf sie, weil sie ist eine Hex. Also im Positiven, sie macht ganz viele Workshops und Wanderungen und ganz viele Sachen hier im Oberwallis. Und ja, ich möchte sie auch schon länger unbedingt kennenlernen, weil ich finde es mega spannend, was sie macht. Ja, und apropos spannende Leute im Oberwallis. Hey, im 2-Jahres-Video habe ich ihn nicht erwähnt, aber auch er hat viel Einfluss auf uns und wir haben viel mit ihm gemacht in den letzten 2 Jahren und werden auch viel mit ihm zusammen machen in den nächsten 2 Jahren. Und das ist der Selbstversorger, der Patrick, Selbstversorger, naturbelassen von Reckingen. Ich sage dir, sein Kanal lohnt sich anzuschauen. Er macht viel mit Pilzen und tut viel experimentieren und ausprobieren. Also ich kann viel von ihm lernen. Und ja, ich möchte einfach ihn wirklich noch schwer erwähnen. Patrick Naturbelassen, da links auf seinem Kanal ist da oben. Auf einmal gehen schauen, den abonnieren, den liken natürlich. Wie der Patrick, das ist ein guter Tipp, kann ich noch sagen. Because pretty much everything we do uses oil. Let me list some of the things made with oil. In Englisch sagt man short but sweet. Nur kurz sind sie da gewesen, weil aber so gute Leute. Mega Freude ab der Begegnung habe ich jetzt und ab die Hühner. Wow, wartet nur, bis sie die Hühner und Gückel sind. So schön. Richtige Blumenhühner und Gückel. Es wird Zeit für eine Lampe, ich sag's euch. Auf jeden Fall. So gute Leute hat es hier im Wallis. Der Dresden zieht die guten Leute an. Ich bin so froh und dankbar. Sind die da gewesen, ihr zwei? Ich tue jetzt euch nicht namentlich erwähnen, weil wir haben nicht drüber geredet. Und ich lasse euch eure Privatsphäre. Aber wow, ich freue mich, auf wenn wir weiteren Kontakt und miteinander zu tun haben in Zukunft. Ich würde mich sehr freuen auf die Synergien, die können und entstehen. So gut, aber jetzt gehen wir zu den Hühnern. So ihr drei, willkommen in Triesta. Der Fuego, die Luna und wie heisst die dritte? Jetzt weiss ich schon wieder nicht mehr. Vor lauter Begeisterung von meinem Besuch. Aber so schön, hä? Richtig schön, dass ihr lange überlebt. Und Nachwuchs. Dass es Nachwuchs von uns gibt und ihr sehr lange überlebt. So schön sind ihr. Und willkommen vor allem. Willkommen. There's computers, light bulbs, toothpaste, cat food, dog food, owl food, microwaves, umbrellas, blankets, glasses, crayons, fridges, pharmaceuticals, houses, trucks and boats and planes and clothes and roads and phones and shops and farms and Uranti's underpants. If we don't find a solution, we won't have them anymore. Because pretty soon there will be no more oil. Können Sie sich mal zurechtfinden. Jetzt sind Sie den ganzen halben Tag, mehr als den halben Tag im Innenkehr gsi. Ja, die sollten so Eier haben sie auch schon gelegt. Schau mal, die 2 hellen sind von innen, schöne Eier. Und die also wissen, wo sie ihren Schlafplatz sein, gehe ich davon aus. Und darum kann ich sie jetzt mal rauslassen. Weil eben langfristig sollen sie dann den Weg finden und ganz raus können. We don't need cars. Well, we Und du, was willst du mir sagen? Maybe now we Hä? do. Was willst du mir sagen, Masul? Use bicycles and ride horses instead of oil
and coal and uranium. Use clean, renewable resources. Dienstagabend. Und heute habe ich noch nicht so viel gefilmt, aber es war ein wunderschöner Tag. Nicht nur das Wetter, sondern wirklich der Tag war super. Heute Morgen ist Anja auf Besuch gekommen. Und ich glaube, sie ist sogar länger geblieben, als was sie hätte sollen. Für sich. Ich glaube, sie hat noch einen Termin gehabt. Aber ja, Hammer! Anja ist gekommen wegen Interesse, wegen dem Dresden wohnen und in die ziehen. Und so wie es aussieht, könnte Anja eine von den ersten Dresdianerinnen werden. Neben der Claudia und mir. Hammer! Ich würde mich so freuen, wenn es wirklich. Also, wir haben eigentlich gesagt, es wird so sein. Jeffrey habe ich da eine kleine Weide rein da. Genau. Die neuen Hirnen haben ihren ersten Tag richtig Auslauf gehabt. Ich glaube, der Joe ist immer noch der Chef. So wie sie es gesehen haben. Den ganzen Nachmittag habe ich mich schwer da mit Aufzug machen. Ich habe aber ein Telefon bekommen. Wir dürfen noch mehr Land bewirtschaften. Es wächst. Herrlich. Nein, es kommt einfach zusammen. Es ist wunderbar. Wunderbar. Ja. So ist es. Ich bin richtig zufrieden. Richtig schön. Und da muss ich wieder mal sagen, danke vielmals Universum. Es ist so schön, darf ich ein Teil davon sein. Ich bin so dankbar. Ich sage es euch, so dankbar, dass es immer weitergeht und immer wieder die Lösungen kommen. Und ja, dass es einfach aufgeht. Dass es aufgeht. Super gut. Ja. So, das war, glaube ich, das Dienstag-Video. Und ja, was habe ich dir eigentlich schon mal Danke gesagt? Ja, ich habe dir schon mal Danke gesagt, dass du schaust. Und hey, jetzt gerade am Dienstag, das letzte, was ich geschaut habe, 464 Abonnenten. Hammer, es werden immer mehr. Danke für das. Und ja, wenn du noch nicht hast, was machst du jetzt? Geh jetzt liken, weil wir schaffen es noch bis Ende Mai auf 500 rauf. Das ist gar nicht, das ist recht bescheiden, finde ich. Das ist nicht so viel. Machen wir das. Liken, abonnieren, hey, kommentieren sowieso. Die Fragen, bringen die Fragen. Es gibt gute Inhalte, es hilft uns, Content zu schaffen. Weil dann wissen wir, was sie sehen wollen. Ja, Joe, dich nimmt es auch Wunder, was die Leute wissen wollen. Ich glaube, ich bin stolz gerade. Er ist, glaube ich, der Chef. Immer noch. Trotz dem neuen Gückel. Also ich habe vorhin gesehen, wie der andere Gückel ihm davor gerannt ist. Also, ja. Like the sun, Schön. heaps of energy, beaming down for free, feeding plants and trees, make use of these kind of natural Und forces. den Griff hat es. Schaut mal, wenn er seine Hühner bewacht. Ja. And use clean, renewable resources. So einen guten Tag und schaut das an. Hey. Nein, ich habe die Türen nicht zugemacht. Nein, meine Aufzüge. Nein, Esel, hey, nein. Ich habe vergessen, die Türen zumachen. Und Esel natürlich. Ah, nein, was sind, nein, schaut das an, hey. Habe ich eigentlich ins Bett wollen, jetzt muss ich aufräumen, hey. Nein, meine Aufzüge ist nass. Hundefutter überall, schaut das an. Ach, ich will sagen, scheiß Esel, hey. Nein, das geht gar nicht, hey. Säusicher, hure Viecher. Ja, ich kann schon davor rennen. Ich sage euch, morgen gibt es kein Rüebli zum Morgen. So nicht. Why mine gas seems silly to me when you can make your own from the comfort of your throne with a methane digester. Oh yeah. So, schon lange, ich habe mal einen Hahn drin da, wie der erste Hahn kaputt gegangen ist. Hahn drin da, der viel zu kurz war. Die Woche habe ich neue Hahn gekauft, weil ich ja für Pure wieder Amazon kaufen. Und da es heute am Regnen ist, habe ich entschieden, komm,
Das könnte ich auch noch wechseln. Fühle mich ein bisschen wie der Tim Taylor, ein Bastler. Aber ja, man lernt nie aus. Und als Mann vom Haus muss man halt lernen und immer dran sein. Also der Hahn läuft, der Hahn ist montiert. Die Frage ist aber, wer mehr Puff macht. Tessel von gestern oder ich, wenn ich am Arbeiten bin. Ei. So, jetzt muss ich aufräumen, bevor Claudia heimkommt. Weil es ist Mittwochabend und Claudia kommt heim. So schön, ich freue mich. Schaut mal da, mein Brunnenkresse ist schon flüssig am Wachsen. Der hat sich gut eingelebt am neuen Ort. Also, ich finde es wunderschön, wie ihr euch eingelebt habt und euer Revier schon habt und mit dem Joe und alles klarkommt. Aber eins müssen wir schon noch miteinander reden, wegen der Schlafenszeit. Ihr seid also die Letzten, die reingehen. Und ja, ich mag nicht immer warten auf euch. Geht jetzt schlafen, ihr. Weil da im Häuschen sind wir einfach nicht ganz sicher, wie da unten rein kommt der Mann da gleich rein. Darum müsst ihr da oben rein schlafen. Wirklich. Use and value clean, renewable services and resources. Once again. Clean, renewable services and resources. It's time to do away. Ja, ich bin da im Pura wieder ein bisschen parat machen. Schau mal die feinen Hündchen an. Die wissen, dass sie nicht ins Pura wieder rein dürfen. Feine Hündchen müssen ihr warten vor der Tür, gell? Ja, nur den Frisbee haben wir reingeschmissen. Das dürfen wir natürlich nicht. Aber es sind fein, dass ihr ihn nicht holen könnt. Feine Hündli, ja. Fossil fuel Fein. and to get back to the soil. Because let's face it, it's the end of oil. Yes, let's face it, it's the end of oil. We might as well face it. It's the end Ist ja nicht schön. of oil. Ja, ja, aber nicht schön. Sunny Breeze Monsoon, haben wir gesehen. So hübsche Hühner. Könnt ihr euch wechseln? Hallo, Rio. Guten Morgen! Es ist Freitagmorgen, gestern Donnerstag hatte ich den ganzen Tag, meinen letzten Tag Schule für das Jahr. Zum Abschluss habe ich noch schlechte Noten gemacht. Einfach nicht vorbereitet, einfach nicht auf gut Glück an die Prüfung gedacht. Vielleicht weiss ich noch nicht. Aber es ist halt das Thema. Es ist um Ernte gegangen und Mähen. Und einfach leider habe ich einfach zu wenig Bezug gehabt. Aber ich gehe im Mai gar nicht das machen auch. Also ich will davon lernen und profitieren und im Sommer das mache ich. Aber voll, haben wir schlechte Noten geholt und mein 5er-Durchschnitt, vielleicht habe ich es sogar abgezogen. Ich weiss es nicht. So schade. Aber darum, es ist so wie es ist. Es ist noch ein Wufentag. Gestern Abend ist unser erster Wufen vom Jahr gekommen. Jetzt, wo keine Schule ist, kann er einen Wufens haben. Ganz ein sympathischer. Er will aber nicht im Video sein. Also muss ich das respektieren, möglichst. Ja, vielleicht bis Ende Woche mag er dann. Aber wer es nicht, heute auf jeden Fall noch nicht. Ja, aber jetzt fangen wir an. Gehen wir die Geissen umzäunen. Wie geil war gestern allein da, weil ich ja den ganzen Tag in der Schule war. Ja, umzäunen, füttern und dann heute Nachmittag gehen wir auf den Markt. Ich darf als Sam Smiler das Konzert geben und. Also ja, Freitag, es geht los. Und morgen Samstag sind wir auch auswärts. Es gibt etwas. So, ich muss arbeiten. Laufen, please! Laufen, please, gang weg! Check, gang weg, hopp! Olga, warte! Laufen, please! Gang auf die Seite, Jack! Jack, gang auf die Seite, hopp! Nein, Freya, komm!
Er macht das schon so gut, er ist schon so weit weg. Hopp, 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 hopp! You're my sweet potato, sweet potato, sweet potato. I wanna eat you later, eat you later, eat you later. So, wie gesagt, heute ist Samstag. Der David und ich sind unterwegs in den Bergen im Auftrag von meinem lieben Lehrmeister. Wenn er Hilfe braucht, weisst du, sind wir dabei. Und wir sind hier die Weide am Aufräumen. Ganze Holz und alles am Zusammenrechnen. Weil, ja, das muss man machen in den Bergen, damit die Weiden schön viel Platz haben. Das ganze Holz vom Winter zusammenräumen, zusammenbrechen und Hiefen machen und überall machen wir Feuerstellen. Ja, jetzt wisst ihr, was ich am tun bin, aber jetzt wird geschafft, also nicht mehr filmen. You know guts, but under mud you're unrelated. 'Cause you're my sweet potato. Schauen mal, was ich für einen schönen, friedlichen Nachmittag habe. Herrlich. Well, I see you being all shriveled in my cupboard. Let me put you in the garden bed, I think you love it. Gonna leave you underground until you make another little sweet potato, sweet potato. You're a ground cover, ground cover, ground cover. Mountain lover, drought tougher, you're my sound brother. Gonna dig you, wash you, cook you, eat you for my supper. My little sweet potato, sweet potato. Yeah, you sweet potato, sweet potato, Ja. sweet potato. I wanna eat you later. Das ist Fena, die gerne spielen will, gell? Bist du braves Mädchen, Fena? Schau mich mal an. Nein, schau mich an. Hallo. Hallo, Fena. RDM Fena. Also die Esel sind so clever. Sie fressen nämlich Disteln. Aber damit sie nicht sticht, haben sie ihre ganz eigene Technik. Eat you later, eat you later. You're my kind of dynamic accumulator. My little sweet. Fressen zuerst den Spitz ab und nachher so die Disteln von innen nach außen quasi. Sticht sie sie nicht mehr. Gell? So clever sind die, mein Sohn. Gell? Gell, Sani, du auch. Ja, du bist auch clever, gell? I'm gonna cut you into chips. Maybe whip me up some dip. My little sweet potato. You're the sweet potato, sweet potato, sweet potato. I'm gonna eat you later, eat you later, eat you later. You're my savior with the flavor that I wanna savor. My little sweet, my sweet, sweet. You're my sweet potato, sweet potato, sweet potato. I wanna eat you later, eat you later, eat you later. Than a regular potato, you were so much greater, my little sweet, my sweet, my sweet potato. Endlich bin ich wieder daheim. Ja, weißt du, nach dem März bin ich gerade unten geblieben, weil es hat geregnet und es ist lang gegangen beim März zum Aufräumen. Gestern, während Claudia und ich beide am Markt waren und der Wufe mitgekommen sind, hat der Fuchs 4 gegessen. Fuego und seine Damen sind schon wieder weg. Sorry, es ist nicht lang gegangen, eine ganze Woche. Aber gell, die sind auch vom Eingesperrten gekommen zu der Freiheit und sind von der Lampe gezogen worden. Also die haben gar nicht gewusst, was ein Fuchs ist. Die haben nie eine Begegnung gemacht. Gestern zum ersten Mal und dann tschüss. Und heute Abend hat es der eine Sperber genommen vom Eik, weil der Eik einfach ein Nilpen ist. Ich sage immer, weiss jemand, wie man den Gückel beibringt, wie man seine Hühner schauen und nicht einfach ein anderer Gückel seine Hühner anrennt. Der Eik ist so ein Schürzenjäger. Er ist so ein Schürzenjäger. Ja, auf jeden Fall 2 Tage wieder der Fuchs.
Vielleicht lässt er uns jetzt in Ruhe mal eine Woche, 2. Schlitz so. Aber ja, so ist es. Jetzt müssen wir halt wirklich überlegen, ob wir einfach anfangen auch selber ziehen aus der Lampe. Weil, ja. So die Frage, hat jemand von euch eine alte Ausbrütkasten oder Lampe oder irgendetwas zum Ausbrüten, die ihr nicht mehr braucht? Könnt ihr gerne auf die Post tun, Trieste 11 in 3903 Mund. Postfach Natas nehmen wir gerne entgegen. Wenn du nicht mehr brauchst, in den Brutkasten. Und ja. Weil, ja. Und die wir jetzt haben, können ja denen beibringen, wie es geht, mit dem Fuchs aufpassen. Weil es ist ja schon recht und gut und recht, wenn wir Hühner aufnehmen von euch, die ihr nicht mehr braucht. Und die nicht schlachten wollen, das ist ja schon gut und recht. Aber wenn sie für eingesperrte Haltung haben, wissen sie es halt auch nicht. Und dann wird es also auch einfach für den Fuchs. Oder wenn sonst irgendjemand Appenzellen hat oder so, ja, wir nehmen es. Ja, du, wir üben weiter mit Hühnern. Ich hatte heute auch ein Gespräch mit meinem Lehrmeister. Also nein, das stimmt nicht, heute schon länger, aber er hat es aufgegeben, weil er nicht den Fuchs hat füttern. Ich finde, wir brauchen die Hühner für unseren Boden und eben ja, die Natur halt, gell? Und der Fuchs ist auch ein Teil, aber der Boden braucht eben schon Hühner. Ja. Wir lernen es. Irgendwann kommt der Gleichgewicht schon. Aber es ist eben schon. Und der Joe, ich meine, der Joe ist jetzt 2-jährig bald. Und der macht es immer weiter. Und hat immer seine Damen. Ja, Lösungen finden wir schon. Aber es ist schön, wieder die Heiz sein, auch wenn es schön ist, auswärts zu helfen. Aber jetzt ist der Samstag so ein bisschen gelaufen, ich gehe duschen und schlafen. Wir sehen uns morgen zum Abschluss vom Video. Did you ever think that weed could be something you can eat? Let me tell you about some eating weeds I know. You can munch them all day long while you're singing this weed song, 'cause they're growing almost everywhere you go. Yeah, I've been known to succumb to nasturtium, fruit of dandelion drying for my teeth. I'm gonna pluck myself some chickweed and sprinkle it with fleetweed. Hey, I'll even eat some seaweed if I'm living by the sea. Now, did you ever think that weed could be something you can eat? Let me tell you about some eating weeds I know. Yeah, you can munch them all day long while you're singing this weed song, 'cause they're growing almost everywhere you go. Das hätte schon sein, gell, Breeze? Definitiv, hä, gell? Das hat jetzt schon noch Spass gemacht, hä? Now, nothing makes me whistle like a salad with milk. Ich habe jetzt Vogelmieren gesammelt für alle. Wächst da vorne wie blöd. Und die Hühner stehen total drauf. The rock'n'roller Coca-Cola in the lawn. Yeah, I ramble in the brambles, leaning over for the clover. If I lived with you, your weeds would be all gone. Heute Morgen, Sonntagmorgen, sind wir schon im Gärtner. Seht ihr, da haben wir ja da verschiedene Minzen und Melissen gepflanzt. Neben dem Sitzplatz. Wir haben den Sitzplatz eingerichtet. Und Claudia ist gesessen und hat uns dirigiert. Stimmt gar nicht. Nicht? Nein, ihr habt es gesehen, ich habe Vogelmieren gesammelt unterdessen für die Hühner. Stimmt. Und sie hat eine Tierrunde gemacht, weil ich bin am Morgen habe ich noch auf die Nacht. Aber ja, auf jeden Fall finden wir es toll, wie immer, dass du jetzt noch am Schauen bist. Gell? Definitiv. Ja. Und wie ihr seht, der Sitzplatz ist bereit. Wir sind bereit für deinen Besuch. Und Claudia? Ja, liken, teilen, abonnieren, falls du das noch nicht gemacht hast. Ich finde es immer spannend. Weiterverzählen. Ich finde es immer spannend. Sie muss immer zuerst überlegen, was sie muss sagen. Ja, ich muss überlegen, habe ich noch etwas anderes zu sagen. Aber ja, ich habe glaube alles andere schon gesagt.
Gell? Es war eine gute Woche. Der David, unser Move, ist der Hammer. Wir sind sehr zufrieden. Auch wenn er nicht vor der Kamera will sein. So ist es. Aber ja, wir wünschen dir einen guten Wochenstart. Schön bist du am Schauen. Schön gibt's dich. Die Welt ist ein besserer Ort, weil es dich gibt. Tschüss zusammen. Bye, bye. Find out if it can feed you or do something that is right. Because weed is any plant that grows really, really well. So well it makes some people rant and rave and swear and curse and yell. But did you ever think weed could be something you can eat? Let me tell you about some eating weeds I know.